Herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Syndicate und ja, diesmal mal aus dem Hauptbildschirm direkt. Wir haben hier noch sie mit der, naja, wenn ich das jetzt so sage, ist eigentlich ein bisschen unhöflich, wenn ich jetzt sagen würde mit der jungen Evie Frye. Aber sag mal mit der noch etwas jüngeren Version, die noch ihr Aegis-Kostüm und so weiter anhat. Wechseln wir jetzt mal zu ihrer 20 Jahre älteren Version, wa? Das müsste doch einigermaßen korrekt und natürlich auch immer noch höflich sein. Gut, weiß nicht so recht, ich meine 20 Jahre älter, hat sich sehr verändert. Ja, also, ja, das sowieso natürlich, kein Wunder, was mir da vor allem ein bisschen wundert. Also ich hatte echt das Gefühl, dass man ein bisschen zu viel im Gesicht verändert hat. Die erste aus wäre sie eigentlich ihre ältere Schwester, nicht irgendwie sie selbst nach 20 Jahren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Trotz allem, 25 Jahre später hat es noch gut gehalten und wie gesagt, sie müsste irgendwie so Ende 50, Anfang 50 sein. Und ihr seht trotzdem, dass schon bereits nach dem ersten Part Jack the Ripper DLC bereits 13% abgeschlossen. Also ich denke, das wird relativ schnell gehen. Ja, ich denke maximal 10 Folgen. Deswegen gehen wir direkt weiter. Und legen los mit der nächsten Hauptmission hier bei Jack the Ripper. Denn wir sind eben noch auf der Suche nach unserem Bruder Jacob Frye, der ja, naja, also sprich von Spuren von ihm, entweder wurde er von Jack gekillt oder aber, was ich eher glaube, halt gefangen genommen. Was Jack wieder schon getötet hat, glaube ich weniger, wenn er halt Jacob kennt, natürlich auch Evie. Und ich glaube, dass er sowieso etwas gegen die Assassine mittlerweile hat und ja scheinbar selber ein Assassine ist oder mit ihm in Zusammenhang steht, wie auch immer. Ist es, glaube ich, eher so, dass er halt beide aus dem Weg räumen will. Wobei mir noch aufgefallen ist natürlich, aber das ist offscreen geschnallt, dass Jack the Ripper irgendwie... Okay. Ja, man sieht, die Rucksachen sind noch drauf hier. Werden wir überall angemacht. Ja, was ich sagen wollte, dass Jack the Ripper ja irgendwie eine ähnliche Kleidung hat wie Jacob, war? Also zumindest früher. Mein Mantel sieht ähnlich aus, der Hut sowieso. Daher war natürlich meine Vermutung auch mal, könnte es vielleicht sein, dass Jack the Ripper vielleicht ein Sohn von Jacob ist. Vielleicht ein unehelicher Sohn, von dem gar kein etwas weiß. Könnte doch theoretisch sein. Vermutlich wird es etwas viel banaleres sein. Ja, aber irgendwie schon noch episch. So. Das Credo eines Monsters, die Unseligen in Folgendes Level 10. Evie beginnt ihre Ermittlungen in Jacobs Unterkunft in der Hoffnung, dass ihr verschwundener Bruder ihr einen Hinweis zum Aufspüren von Jack the Ripper hinterlassen hat. Inspektor? Im Bericht steht, dass Miss Nichols am Abend ihrer Ermordung ein Spektakel aus ihrer Trunkenheit gemacht hat. Könnte Jacob sie angestiftet haben? Als Köder meinen Sie? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, Miss Frye. Jacob wohnte hier ganz in der Nähe, mitten im Herz dieses Sündenpfuhls. Passen Sie auf. Verlassen Sie sich darauf. Naja, das hat er bestimmt getan, um eine bessere Übersicht über alles zu haben. Jacobs Unterkunft erreichen. Das scheint mir doch relativ simpel zu sein. 240 Meter, okay. Ja, trotz allem, wir sind hier gerade in... Moment, bin ich jetzt gerade in der Mission drin und kann keine andere Mission machen? Schade. Deswegen können wir jetzt noch mal ganz kurz die Kopfgeldjagd machen. Aber gut, die ist nicht so weit weg. Nur so, wenn ich zu schnell bin, dass ich Aufmerksamkeit errege. Nicht direkt, wa? Nö, ist ja so wie früher. Wie vor 20 Jahren. Ach ja, waren das noch schöne Zeiten. Gerade mal 2 Parts her. Ruhig. Also dann auf den Spuren von Jack the Ripper. Wer mag er wohl sein? Beziehungsweise natürlich, wer mag in diesem Spiel sein? Denn in Wahrheit wurde das ja nie aufgedeckt. Und deswegen ist natürlich alles, was dann auch hier, oder ja, speziell natürlich in diesem Videospiel oder sonst generell in Spielen, Filmen, sonstigen Anspielungen finden, ist natürlich alles die reinste Fantasie. Nein, zumindest theoretisch. Weil ich glaube echt, dass man wohl vermutlich niemals rausfinden wird, wer Jack the Ripper wirklich war. Außer es wird echt mal so eine Art Animus und so ein Real Life geben. Das wäre eventuell etwas anderes. Oder halt Zeitreisen dann sowieso. Sprich eine Art von zurück in die Zukunft. Aber ja, momentan ist das alles noch
Science-Fiction-mäßig. Ja. Ich weiß, ich gehe ein bisschen komischen Weg, aber die Kutsche hat plötzlich aufgehört, hatte mir so, okay, dann muss ich irgendwie so. Aber ist noch ziemlich weit weg. Okay, Respekt, I, wenn ich in deinem Alter noch... jetzt geht's hier hoch, wollte sie gar nicht. Also wenn ich in deinem Alter noch so gut körperlich und so drauf bin, dann Respekt, ey. Wie gesagt, also ich muss Ende 40, Anfang 50 sein, wenn sogar, nee, Ende 50 glaube ich weniger. Einerseits wegen der Haarfarbe, außerdem wird es färben, aber bezweifle jetzt ein bisschen. Andererseits, ja, wie alt waren die? 1868, doch etwa, vielleicht irgendwie 27 Jahre oder so. Ja, sicher keine Teenager mehr, aber 30 Jahre schätze ich auch nicht und trotzdem ist die gute Ivy noch so gut. Sag mal, kommen wir jetzt da rein in die Hütte? Verarschen? Ja, ich sehe da einen Eingang, aber der müsste hier sein, wa? Wie gesagt, ich finde, sie ist noch sehr gut. Ich habe dann gesagt, ein Schuss. Das ist voll sexistisch, Michael. Ja, ist ja gut. Ist ein Kompliment. Was war das gerade? Ich wurde jetzt irgendwie reingeschubst. Das war crazy. Einschüchterungswaffen. Ganz wie die, die wir von unseren indischen Brüdern kennen. Alles klar. In Indien drin, waren beide mal dort. Spieß. Zum Aufspießen oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Mehr Zeichen. Was übersehe ich? Den zum Beispiel. Oh, einfach nur so. Gut. So viel Blut. Hoffentlich nicht deins, Bruder. Ja, mehrere Blutflecken auf dem Boden. Hier gab es einen Kampf. Das sehe ich auch so. Dankeschön, liebes Spiel. Also, ich habe das Gefühl, hier beim DLC denken die Spielemacher, dass sie ein bisschen doof sind. Kann das sein? Was? Blut, Jacob. Ich komme, Bruder. Gib mir ein Zeichen. Okay, darf gar nicht mehr tragen. Kein spezielles Zeichen. Das ist irgendwie nichts aussagend. Das könnte doch was sein. Ein Brief? Der letzte Mord war großartig. Die Dame hatte gar keine Zeit zum Schreiben. Wie sollen die mich jetzt kriegen? Ich liebe meine Arbeit und werde sicher wieder anfangen. Bald wirst du wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Ich habe auch noch was von dem roten Zeug meines letzten Werks in einer Limonadenflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte wird ja hoffentlich ausreichen. Die Zeitungen druckten diesen Brief 3 Tage bevor Miss Stride und Miss Eddowes ermordet wurden. Unterzeichnet mit Jack the Ripper. Der Typ ist sowas von krank, ey. Das letzte Mal, dass Henry, mein Bruder und ich uns sahen, war in Indien. Vor 15 Jahren. Als dieses Foto gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Und das ist einer der Jungs, die Jacob in der Bruderschaft ausbildete. Wie nannten wir ihn noch? Hau drauf, Jack. Rücksichtslos und verschmitzt. Genau wie mein Bruder. Das soll jetzt wohl ein Scherz sein. Ein junger Noviz namens Jack. Jo. Gut, dass Sprungfeder Jack und Jack the Ripper eine selbe Person sind, wohl eher weniger, aber ist mal ganz ehrlich, wir haben Sprungfeder Jack, Jack the Ripper, jetzt haben wir den Jack. Also, okay. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt herausstellt, dass der Junge da Jack the Ripper ist. Also das Spiel aber ganz früh schon. Was übersehe ich?
aber ganz früh schon einen ganz fiesen Spoiler hinterlassen. Kali. Was Kali? Kali? Was Kali? Das Spiel verarscht mich doch. Nee, also wenn das wirklich, das ist aber sehr lame gemacht, wenn das wirklich so wäre. Kann nicht sein, dass bereits nach den ersten 30 Minuten, sag ich jetzt mal, bereits, oh, übrigens, das war ein Junge namens Jack. Gemacht wurde, standen wir vor einem Tempel von Kali. Ja. Nee, geht eher darum, dass Ivy gar nichts checkt. Der Junge hieß Jack. Eine Statue. Das muss ich doch checken. Versteht ihr? Check. Gut, ist egal. Nee, aber trotzdem. Ja, hier oben. Ich hab's, Jacob. Kali, die Zerstörerin. Ich gab sie dir bei deinem letzten Besuch. Es gibt eine Frau, die helfen kann. Unseligerweise erinnert sie stark an unsere Nachbarin aus der Kindheit. Unseligerweise? Was will Jacob mir sagen? Wir haben Nelly geliebt. Meint er vielleicht unselige Frauen? Nelly könnte in dem Bordell nahe Jacobs Wohnung sein. Dort fange ich an. Okay, passt bitte auf, Ivy. Weil wir wissen ja, die Opfer von Jack the Ripper waren vor allem Frauen. Gut, ich weiß, Prostituierte und so, aber trotzdem, es waren halt Frauen und Ivy, auch wenn sie noch so gut als Assassine sein mag, sie ist halt eine Frau und daher wird er ziemlich sicher Jagd auf sie machen. Ja, am Schluss echt dieser Bursche schießen, deswegen. Ja, übrigens, das war Jack und so, also der Hinweis, ja. Wachsam, Leute. Okay, ich habe es gar nichts gemacht, aber ist egal. Ivy erlernt den Umgang mit dem Angstgeräten der indischen Assassinen, als sie Henry Green 1860 nach Indien folgte. Jacob besuchte sie dann mit seinem neuen Assassinen-Novizen. Jack the Ripper und Ivy verwenden annähernd die gleichen Angstgeräte, allerdings sind Ivys Geräte nicht tödlich. Ruhige Gegner werden verängstigt, wenn sie das Opfer eines Angstgeräts werden. Nutzen wir das Angstgerät, um sie in Panik zu versetzen und sie zu verscheuchen. Ja gut, und wie setzt diese Angstgeräte ein? Diese Bombe wird sie das Fürchten lernen. Wo ist sie denn hier? Hoffentlich weiß diese Nelly, wo du bist. Und kann mich zum Ripper führen. Wer weiß, wer weiß. Wenn Jacobs ehemaliger Schüler der Ripper ist, dann ist er unser Ripper. Ich muss ihn aufhalten. Ah, jetzt ist es auch geschnallt, okay. Gut, aber ich fände es echt ein bisschen... So, muss am Leiden erlösen. Also wenn das echt Jack the Ripper ist, dann wäre es aber echt sehr, sehr früh... Nee, das kann nicht sein. So viel bereits die Lösung. Na, warten wir es ab. So, ist ein gelegenes Bordell finden. Ich suche ja bereits. Hopp. Nelly untersuchen. Ja, ich habe 3 Personen mit Nelly. Brutaler Takedown. Wir werden hier mit Angstgas erstmal werfen und dann Takedown. Ja, hat super geklappt. Gut, die Mann sind abgehauen, ja, aber... hä? Lebt jetzt noch oder ist er tot? Was macht der da Lustiges? Der schießt, okay. Ja doch, ist durchaus interessant. Eine dieser Frauen muss Nelly kennen. Ehrlich? Mit dem Premierminister persönlich?
dass man so etwas in Indien hat. Verzeihung, arbeitet Nelly hier? Nelly? Sie doch. Das kann ich nicht sagen, Miss. Sie schlingel sie. Wo ist Nelly? Wer will das wissen? Ich kenne sie nicht. Und ich kenne auch keine Nelly. Ja, nicht gerade sehr kompromissbereit da unten, aber ich schätze mal, bevor wir ankommen, ist bereits Jack in der Nähe. Denn der Ripper ist immer und überall. Der hat Schiss war. Wenn ich da... Bit old to be playing hide and seek, ain't she? Haben Sie Nelly gesehen? Was wollen Sie von Nelly? Wer sind Sie? Wenn Sie eine Freundin sind, dann sind Sie vielleicht schon zu spät. Wo ist sie? Sie ist auf dem Weg zu Lady O. In Begleitung der Schläger, die uns bei der Stange halten sollen. Schnell, Sie können sie noch einholen. Jetzt komm schön mit, Nelly. Lady O erwartet dich schon. Ich will aber nicht. Lass mich los. So, sie will zwar nicht, aber trotzdem. Was zustößt. Was? Ja. Hey, wir sind doch in die andere Richtung gefahren. Okay, scheinbar täuscht mich gerade. Mann, dauert das lange. Ich weiß nicht, ob wir einen Wagen nehmen, aber das ist wegen dem Adlerauge ein bisschen schwieriger. Wo sind Sie hin? Nelly schwebt in großer Gefahr. Da ist die Kutsche. Nelly muss in diesem Gebäude sein. Warum komme ich nicht rüber und erteile dir mal eine Lektion? Nelly ist irgendwo da drin. Zweifellos streng bewacht. Und in Lebensgefahr. Da ist sie! Ich breche dich in zwei Hälften! Heute nicht wie ein Kaninchen! Ich hau dir was aufs Maul! Okay, der Breakdown klappt so nicht. Spieß sie auf! Ei, Karamba. Okay, sie ist brutaler als früher. Was kann sie? Alter. Wow. Henry, du hattest einen schlechten Einfluss auf Evie. Ach du Scheiße. Wie brutal sie mittlerweile ist. Angst jagen. Kuckuck. Hab Angst. So, war schon. So, 2 von 40, der ist ja schon mal schön. 2 von 40, 2 von 3 natürlich, Entschuldigung. Jetzt, ja, mal gucken. Hey, schafft sie hier weg!
Hab Angst. Denn was Jack the Ripper kann, kann ich schon länger. Oh, verflucht! Was soll denn die Scheiße jetzt wieder? Das ist doch ganz merkwürdig. Jo, klappt doch. So, hier ist ein Eingang. Vielleicht nicht gerade der nächste, aber hey. Und wupp, so drin sind wir. Nee, nicht werfen, bist du wahnsinnig. Zwing mich nicht, dir vor den Herrschaften weh zu tun. Deine Hände weg! Still! Sei gefälligst leise. Oh, es spricht. Und so ist es mir eine Ehre, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir schon sehr bald sogar noch mehr Unselige bei uns aufnehmen werden. Ja, Verzweifelten Mädchen, unschuldige Opfer dieser unsicheren Zeiten, bieten wir ein Dach über interessante Rede, man sieht ein warmes Feuer, nix. 3 Mahlzeiten pro Tag und vor allem die Liebe und Unterstützung, die sie brauchen, um in der anständigen Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Blöder Das Hund, hättest dich nicht mal aus dem Kloster freikämpfen können. Teilhaber unserer Stiftung geben all unseren Mädchen die Möglichkeit, sich aufzurappeln und auf eigenen Füßen zu stehen, welche Sünden sie auch begangen haben mögen. Solange sie bereuen und die Falschen ihrer Taten eingestehen, finden sie bei uns ein Zuhause. Das Mann, ey, wieso ist nicht plötzlich wieder raufgekommen? Macht Platz, macht Platz! Man ganz ehrlich, erzählt, siehst du gar nicht so, hallo, ich bin da, ich sehe dich überall. Oh. Also, der war jetzt echt nervig. Gut, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Die Erinnerung dauert doch länger, als ich dachte. Direkt wieder. Nein, das Ganze da machen. Ja, leck mich doch am Arsch. Zweifellos streng bewacht und in Lebensgefahr. Nö, aber kein Bock mehr da auf Angst anjagen und so weiter. Ist mir zu doof. Also die Frage ist, kann ich den hier... Ja, hübsches Glitschen. Hä, da kann ich irgendwie... Achso, falscher Knopf, Entschuldigung. Wenn doch eigentlich einen brutalen Takedown mache, also doch eigentlich auch Angst. Ja, Freunde, das ist Logik, wa? Brutaler Takedown? Nö. Jetzt nur noch irgendwie ein Eingang hier oben. Den wir hier ja auch schon haben. Zwing mich nicht, dir vor den Herrschaften weh zu tun. Deine Hände weg! Still! Sei gefälligst leise. Oh, es spricht. Und so ist es mir eine Ehre, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir schon sehr bald sogar noch mehr Jetzt ist sie Unselige das bei Problem uns von einem aufnehmen anderen. werden. Diesen verzweifelten Mädchen, unschuldige Opfer dieser unsicheren Zeiten, bieten wir ein Dach über dem Kopf, ein warmes Feuer, 3 Mahlzeiten pro Tag und vor allem die Liebe und Unterstützung, die sie brauchen, um in der anständigen Gesellschaft... Wow, man hört es grandios gut. Ja, Level 10 sind nicht mehr gut. Das Mitgefühl und die Güte der Teilhaber unserer Stiftung geben all unseren Mädchen die Möglichkeit, sich aufzurappeln und auf eigenen Füßen zu stehen, welche Sünden sie auch begangen haben mögen. Solange sie bereuen und die Falschheit ihrer Taten eingestehen, finden sie bei uns ein Zuhause.
Arbeit, die wir tun. Es ist das Werk Gottes. Eine Arbeit, auf die ich äußerst stolz bin. Und ich werde nicht einhalten, bis die letzte dieser gefallenen Frauen gerettet wurde. Hä? Durch den Boden hindurch? Natürlich, durch den Boden hindurch ein Attentat verüben, wa? So, wie sieht's aus? Ist die Rede beendet? Der geht immer noch. Wieso was, versuch's mal, wa? Hä? Nein, doch jetzt echt durch den Boden hindurch. Jo, Stil sieht überhaupt keine Bugs. Nee, warum auch? Obwohl, der muss zugeben, natürlich irgendwie ein Assassinentrick ist aus Indien, dann ist er echt geil, zugeben. Ja, was ist mit der Rede? Ist langsam fertig? Weil, ich muss mit ihr reden. Sieht er mich denn nicht? Nur keine Angst. Jacobs Schwester. Wir können hier nicht reden. Bitte, er tötet mich. Dafür sorgt sie. Wer? Lady Owers. Jacob sagte, sie müssen sie töten, um ihn zu finden. Lächelt und seid freundlich. Sonst sage ich dem Ripper, wo ihr schlaft, meine Schöne. Dame Fry. Schnappt euch Nelly und sorgt dafür, dass uns diese Frau nicht folgt. Wo ist sie hin? Es muss die Kutsche sein, die ich suche. Na los. Mhm. Schon dabei. Bleib stehen, Mann! Hier kommt die Kavallerie! Wo ist sie hin? In Namen ihrer Majestät! Ja gut, die ist sowieso mittlerweile schon tot. Na los! Schneller! Wow, wow, wow. Was? Nein, ihr wollt rüber! Oh oh, wie ging das schon wieder? Lady Owen kommt! Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Entschuldigung! Weg von der Straße! Kann natürlich auch das machen. Ja! Schon wieder! Sie kommt davon! Nein, nein, nein! Geh aus dem Weg! Mist! Sie darf mir nicht entkommen! Nö, da stimme ich dazu. Ich hab's eilig! Allerdings. Ja! Na los! Schneller! Mist! Sie darf mir nicht entkommen! Ganz ruhig! Ich wollte gerade sagen, geht doch gar nicht. Ich kann gar nicht hier aus dem Ding rausfliehen. Komm schon! Aus der Map raus. Oh, jetzt komm doch, Mann! Nicht schon wieder! Lady Owen kommt! Sag mal, Bewegung! Zu Fenster! der war jetzt ziemlich mühsam, weil ihr wollt zwar rüberklettern, aber irgendwie ging es nicht. Lady Owers? Oh! Nelly! Es tut mir so leid. Sie hat mich als Köder benutzt und floh zum Owers Anwesen. Und hoffte bestimmt, dass ich sie töte. Sie hat gewusst, dass Sie kommen, Miss Fry. Lady O fungiert als Augen und Ohren des Rippers. Wenn sie stirbt, muss Jack aus seinem Versteck kommen. Hey! Ich werde bald nach ihnen sehen, versprochen.
Lady Owers wird mich erwarten. Und ich möchte sie nicht enttäuschen. Das möchten wir auch nicht. Das Credo eines Monsters, ja, nee, mehr oder weniger gut, abgesehen von ein paar Bugs, wo ich so gemerkt habe. Also einerseits, wie gesagt, aus dem Boden heraus, einen anderen killen, das ist schon ein bisschen godlike. Und also, hat ein bisschen was von Matrix. Und das andere halt, ja, also, wie ich der Typ trotzdem gesehen hatte am Anfang, ja, okay. Am Schluss ist die Kutsche im Führ nicht ging. Weil ich weiß ja, er soll mit RB hoch und dann mit RT rüber. Ne, LB in LT rüber. Jedenfalls Tastenkombos, die kenne ich noch, stand ja auch da, aber trotzdem ging es nicht. Irgendwie auch Stoppen selbst ging nicht, das war ein bisschen seltsam, aber egal. Tja, und jetzt Ivy will sich noch speziell vorbereiten, oder? Nelly-Sympathisantenaktivitäten. Ja, schon fast dafür, dass das andere kommt. Jack darf Londons Dirne nicht länger in Angst und Schrecken versetzen. Dirnen, das ist auch mal hübsch formuliert. Jetzt haben wir halt die Mission, war jetzt natürlich... Ach, du Scheiße. So viele Aktivitäten, ne? Also sprich halt die Aktivitäten unseres guten Freddy, jetzt die von Ellie auch noch. Ich muss ganz zugeben, ob ich die echt alle mache, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe schon im Haupt-Let's Play so viel davon gemacht, dass mir eigentlich ein bisschen die Lust dazu vergangen ist. Also, nee, also jetzt habe ich sogar ein bisschen spannend und so weiter. Also, nächste Folge geht's weiter und zwar machen wir hier mit Spricht wie eine Lady, das Credo eines Monsters weiter. Und dann, jo, mal gucken, wie es weitergeht. Der Zug fehlt. Gibt's echt keine Rooks mehr, kann wohl nicht wahr sein. Seines ersten Weltkriegs gibt's ja auch noch welche, also das ist schon ein bisschen seltsam. Aber egal. Fähigkeiten erstmal ganz kurz natürlich ausrüsten. Ganz ehrlich, haben wir jetzt natürlich nur einen bekommen oder was? Ich hatte vorher schon einen Punkt. Ist natürlich auch die Frage, was ich noch alles mache, aber... Macht Lärm! Oh nein! Doch, sicher. Gut, Waffen, bald schon kaufen und so weiter. Oh, der Kritiker. Mit Arthur Ravensbrook. Also gibt es noch mehr, aber... Gut, die kann ich erfinden, die goldenen Truhen, das dürfte weniger ein Problem sein. Aber die ganzen Aktivitäten, wie gesagt, jetzt haben wir das gesehen, da kommt sicher noch ein dritter Typ dazu mit noch mehr Aktivitäten. Nee, also momentan haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Aber gut, wie es weitergeht hier bei Assassin's Creed Syndicate, auf der Spur nach Jack the Rip, hat man noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Oder aber das Spiel ist einfach zu langsam für mich. Jo, ist zu langsam, gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und... Jo, ciao zusammen.